Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und er hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für die Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Und nun ist es ja schon wahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Hey, mein 22. Geburtstag, der ist jetzt auch schon schockierende 6 Jahre her. Im Jahr 2014, ich habe am 9. Juli Geburtstag, so nebenbei gestreut. Und mein 22. Geburtstag, der war absolut außergewöhnlich. Das habe ich noch nie seither erlebt und auch nie wieder. Es war der erste Geburtstag, wo ich mit Nadia, meine heutige Frau, wo ich mit ihr zusammen war. Sie war dort noch 18 und am gleichen Tag, der Tag ist so gestartet, ich habe in Thun bei einer Pflegefamilie übernachtet. In der Zeit, bis wir geheiratet haben, hat sie quasi bei uns daheim in Laus ein Zimmer von meiner Schwester gehabt, die ausgezogen ist. Und ich habe bei einer Pflegefamilie in Thun, die haben sowieso mega viele Zimmer gehabt, weil sie immer viele Pflecken hatten, habe ich wie auch fast ein eigenes Zimmer gehabt. Ich bin also dort aufgewacht, bin dann runtergekommen, ich habe Nadia gesehen, sie hat sich gerade parat machen, weil sie Autoprüfung an diesem Tag hatte. Zum zweiten Mal, sie war super nervös. Ich hatte sie noch nicht an der Autoprüfung. Ich war noch ein paar Stunden nicht. Ich habe gemerkt, jetzt, wenn meine Frau Freundin mit 18 schon an der Prüfung ist und ich 22 und genau. Sie ist an diesem Morgen an die Prüfung gegangen, hat es geschafft, kommt zurück, voller Begeisterung und dann ist der Tag losgegangen. Ich habe nichts geplant, nichts gemacht. Ich bin einfach aufgewacht und sie hat mich quasi mitgenommen. Sie hat schon ein Auto organisiert, prophetisch, in der Hoffnung, dass es auch klappt. Und er hat gesagt, so Timon, los geht. Das ist jetzt das erste Mal, hat er das schönste Morgen parat gemacht und schon erste Geschenke und zum Geburtstag gesungen. Und dann ist es losgegangen, der Tag. Wir haben verschiedene Stationen gemacht, wo wir durchgefahren sind, irgendwann auf einer Raststätte, wo sie mir etwas Weites geschenkt hat und noch zusammen Zeit haben, um ein bisschen zu kämpfen. Dann sind wir auf die Sachen Flur raufgefahren, wo man auch noch einen Moment kann, ich weiss gar nicht mehr, was alles war, aber sie weiss, dass ich manchmal gerne einen Moment für mich habe. Und hat sie auch gemacht, dass ich auf der Sachen Flur noch einfach die Aussicht geniessen kann und sie hat sich schnell einen Moment wirklich zurückgezogen und so. Und die ganze Zeit ist immer wieder ein anderes Geschenk gekommen. Also sie hat alles geschenkt, was ihr in den Sinn gekommen ist. Zum einen hat sie eine Zeitung organisiert von meinem Geburtstag, wo ich geboren bin damals. Aus dem Jahr 1992, 9. Juli, ich glaube, es war ein Batz, hat sie organisiert in so einem Archiv, weil sie weiss, ich lese gerne die Zeitung. Hat mir die geschenkt. Dann hat sie gewusst.
okay, komm, ich tue doch noch, weil der Timon gerne Zeitung liest, mache ich gerade noch eine über ihn selber. Sie hat hinter meinem Rücken durch alle möglichen Kollegen und Familie angeschrieben und hat eine Zeitung zusammengestellt mit Beiträgen über mein Leben von meinen Kollegen. Das macht man an der Hochzeit so etwas, oder wenn überhaupt. Dann hat sie mir eine Kette geschenkt, irgendeinen Anhänger mit unseren Namen drauf. Völlig verliebt. Sie hat mir eine Küsse geschenkt mit einem Foto von uns zwei drauf. Ganz ein herziges Küsse hat sie mir auch noch geschenkt. Dann hat sie ein Fotoalbum von uns gemacht. Wir waren ein halbes Jahr zusammen dort, gell? Aber sie hat ein Fotoalbum gemacht von uns zwei. Und weil es halt noch nicht so viele Fotos gibt, hat sie noch ganz viel gewollt und verziert und über die Zukunft geschrieben und ihr ganzes Herz mir ausgeschüttet. Einen Brief geschrieben. Also den Tag kann ich euch vorstellen, der war voll mit verschiedenen Punkten, die wir erlebt haben zusammen, einen schönen Ort, wo wir angegangen sind, ein Geschenk und ein Liebesgeständnis am anderen. Und am Schluss landen wir bei meinen Eltern daheim, damals, wo ich auch noch gewohnt habe. Und alle möglichen Freunde von mir und meine Familie sind alle dort gewesen und wir haben ein riesiges Geburtstagsfest gefeiert. Wow! Ich bin überhäuft von diesem Tag. Ich muss sagen, ich habe heute noch, also mein Level an Geschenkbedarf, der ist immer noch gut gedeckt. Also auch wenn ich das Jahr nicht so viel bekommen hätte, es wäre okay gewesen. Ich könnte mich immer noch erinnern an alles, was ich dort bekommen habe, muss das immer noch verdauen. Ich bin wirklich an diesem Tag überhäuft worden, wie nie vorher und wie nie mehr seither. Und genau um das geht es heute, um das überhäuft werden von Gottes Gnade. Es geht heute um die überbordende Gnade Gottes, wo wir gar nicht nachkommen mit Staunen. Einfach quasi, du wirst am Morgen geweckt und es geht los. Du hast gar nicht dazu beigetragen. Gott kommt und er überhäuft dich mit so viel Gutem, wo du gar nicht dazu beigetragen hast. Du wirst einfach beschenkt und erlebst seine Liebe, seine Gnade, Sachen, die dir wichtig sind und am Schluss darfst du das feiern. Mit der ganzen Familie Gottes und mit ihm zusammen. Um das geht es heute. Wir lesen gerade zusammen den ersten Vers. Wir sind heute im Römer Kapitel 5, wo wir vorher schon einiges davon gehört haben. Im Römer 5, Vers 12 steht, wir können nun einen Vergleich zwischen Christus und Adam ziehen. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Jetzt mal nicht so einen schönen Start. Der Paulus sagt, hey, durch Adam ist das Ganze losgegangen. Und in uns kommt das dann schnell hoch, oder? Ja, der Adam, wenn der nicht gewesen wäre, dann wäre die Welt gar nicht in dem Schlamassel gelandet. Aber der Paulus weiß das und darum schreibt er ja am Schluss, und denn alle haben gesündigt. Also schlussendlich, keiner von uns hat es besser gemacht. Oder? Schlussendlich müssen wir uns alle auf die Seite von Adam stellen, nicht aus Mitleid, sondern weil wir nicht besser sind als er, weil wir es nicht besser gemacht hätten als der Adam. Und durch das, dass wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, macht der Paulus wirklich klar, schau, dort ist das Ganze losgegangen, die Sünde und der Tod, der in die Menschheit gekommen ist, wo wir heute, auch wenn wir die Zeitung aufschlagen, denken, das kann doch nicht sein, dass solche Geschichten passieren. Wenn wir in unser eigenes Leben schauen und merken, nein Timon, es kann nicht sein, dass du schon wieder gefehlt hast dadurch. Wo wir so schnell merken, wie viel Zerbruch gekommen ist in die Welt. Durch das wir gefunden haben, wir setzen uns selber an den Platz von Gott. Das ist eigentlich das, was der Adam damals gemacht hat. Er hat gesagt, nein Gott, ich vertraue dir nicht, dass du es wirklich gut mit mir meinst. Ich will lieber selber schauen. Ich meine es gut mit mir. Und er hat sich eigentlich an die Stelle von Gott gesetzt. Das ist unser ursprüngliches Problem. Dass wir Gott nicht vertrauen, ihm nicht glauben und uns an seine Stelle setzen. Und durch das ist der Bruch durch die ganze Menschheitsgeschichte durchgegangen. Der Bruch zwischen der Beziehung von uns und unserem Schöpfer, dass wir uns entfremdet haben, von unserer Quelle vom Leben, von unserem liebenden Vater, dass wir weg sind von ihm. Es ist ein Bruch gegangen zwischen uns Menschen, zwischen uns. Wir haben angefangen, einander bekriegen, umbringen, wo man heute sich an den Kopf lenkt und denkt, hey, der gleiche Gott hat uns alle gemacht und wir schauen, wer kann die besseren Bomben produzieren, dass wir einander einschüchtern und kaputt machen können. Es ist sogar ein Riss durch unser eigenes Herz gegangen. Wir merken manchmal, wie wir mit uns selber nicht zu Schlag kommen. Ein Riss zutiefst in unsere Identität hinein. Und nicht zuletzt auch zwischen uns und der Schöpfung, wo wir auch in dieser Spannung stehen, die jetzt immer dringlicher wird. Wir merken, wie wir nicht in einer Harmonie leben mit dem Umfeld, das Gott uns gegeben hat. Es ist ein riesen Riss durch das Ganze gegangen. Wir sind eigentlich wie auf dieser Seite von Adam. Und wir merken, wir können uns da gar nicht selber rausretten. Das Ganze hat eine Dynamik angenommen, wo kein Mensch sich mehr rausretten kann.
Egal was für eine Philosophie, was für ein paar gute Taten, jeden Tag eine gute Tat, das reicht alles nicht. Wir können uns nicht mehr aus dem rausretten, weil es ist eine völlige Unordnung entstanden, weil Gott nicht mehr an dem Platz steht in unserem Leben, wo er hat sollte. Und das ist mega wichtig für den Paulus. Er schreibt auch immer wieder in dem Brief von der Ohnmacht von uns. Wir sind ohnmächtig gegenüber dem Teufelskreis, der hier losgegangen ist. Und dann geht es aber weiter. Wir bleiben nicht beim Adam. Im Vers 14b und 15 heißt es, Adam nun steht dem, der kommen sollte, dem Messias als Gegenbild gegenüber. Jesus und Adam. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzigen den Tod über die ganze Menschheit brachte, wird das durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade eines einzigen Menschen, Jesus Christus, beschenkt worden. Der Adam stellt Jesus und der Paulus stellt den Adam und Jesus gegenüber. Und der macht aber klar, schau, durch Adam ist vieles Schlechtes losgegangen in unserer Menschheit. Aber dann kommt Jesus. Jesus tritt ein in die Menschheitsgeschichte. Und der Punkt ist, Jesus tut nicht einfach nur gerade die Sachen korrigieren, die schiefgelaufen sind beim Adam, sondern er macht es noch um so viel mehr besser. Seine Gnade bringt noch so viel mehr dazu, dass wir gar nicht ums Staunen kommen können. Wisst ihr noch, die Geschichte vom Anfang? Ich werde einfach mit reingenommen von der Nadia und ich werde den ganzen Tag überhäuft. Das ist genau das, was dort passiert. Wir haben nichts dazu können tun und Gott kommt und er macht noch so viel mehr aus dieser ganzen Geschichte, die leider zuerst bach abgegangen ist. Und jetzt bist du vielleicht da und du sagst heute, ja, also mein Lebensgefühl ist eher so, Gottes Gnade, die lenkt so knapp. Die lenkt gerade so knapp zum Durchkommen. Ich hatte morgen wieder den Eindruck, ich soll das sagen, vielleicht sind Leute da, die das Gefühl haben, ja, in meinem Leben, Gottes Gnade, die lenkt gerade knapp, dass ich durchkomme. Aber der Paulus hält uns entgegen und sagt, nein, Gottes Gnade lenkt nicht knapp. Gottes Gnade, die überflutet uns, die überbordet förmlich. Das bringt so eine neue Dynamik in unser Leben, weit mehr, als dass sie einfach korrigieren würde, was der Adam kaputt gemacht hat und was durch unsere Schuld kaputt gegangen ist. Gottes Gnade bringt so viel weit mehr. Das ist nicht, es lenkt gerade knapp, es lenkt vollkommen und es überhäuft mich, ich kann gar nicht alles schlucken. Das lenkt, was Nadia, du hast noch etwas mehr vorbereitet, nochmal ein Geschenk, nochmal einen anderen Ort, was, noch ein Fest zum Schluss. Und so kommt Gott. Das ist das, wo das Gefühl, das in unserem Leben darf und soll herrschen. Jetzt fragen wir uns vielleicht, ja, was ist denn die Gnade, was ist denn das Überbordende, wo Gott parat hat für uns, wo der Paulus davon redet. Und er entfaltet das im ganzen Römerbrief, aber auch im Kapitel 5 hat es mega viel von diesen Sachen. Das Erste ist, dass durch die Gnade von Gott, dass er die Beziehung zu ihm, die in Brüche gegangen ist, und wo wir Menschen, wenn wir Gott nicht haben, das Leben lang nachrennen, die Sehnsucht in uns stillen, mit egal was wir bekommen, und doch nicht zur Ruhe kommen. Gott hat die Beziehung, Jesus hat die Beziehung zwischen uns und dem Vater im Himmel wiederhergestellt. Er hat die wiederhergestellt, dass wir eine liebende Beziehung zum Vater im Himmel haben dürfen. Der N.T. Wright, ich möchte euch zuerst den Vers lesen vor dem N.T. Wright. Der Paulus sagt ganz am Anfang vom ersten Kapitel, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir haben Frieden mit Gott. Und der Wright, einer der momentan besseren Theologen, den man findet, er schreibt zu dem, und im Zentrum dieser Versprechen, er meint dazu Versprechen aus dem Alten Testament, steht die Instandsetzung einer liebevollen, willkommen heißenden, persönlichen Beziehung zwischen dem einzelnen Menschen und Gott, dem Schöpfer selbst. Also im Zentrum von diesen Verheißungen vom Alten Testament, was Gott alles wird machen, im Zentrum von dem steht die liebevolle, willkommen heißende, persönliche Beziehung, wo jeder einzelne Mensch zum Vater im Himmel wieder erfahren. Das ist wie so das Ultimative, das ist der absolute Kern von dem Ganzen. Auch wenn wir in die Offenbarung schauen, was erwartet uns, wenn Jesus wieder kommt, was steht da? Das heisst, Gott wird unter uns Menschen sein.
Das ist der grosse Grund der Freude. Er wird unter uns sein. Wir werden ihn sehen, wir werden mit ihm unterwegs sein. Und es heisst, er ist der, der unsere Tränen abwischt. Also es wird so eine Nähe zwischen uns und Gott sein. Und das ist das, was die Offenbarung anschaut und sagt, das erwartet uns noch. Das ist die grosse Hoffnung, dass wir zurückkommen zum Vater. Und ich glaube, der N.T. Wright liegt hier ganz recht, wenn er sagt, das ist das Zentrum, dass wir wieder Frieden haben mit dem Vater im Himmel. Weil als ich mit 15 das erste Mal in Youth Planet damals kam, am Freitag oben, das, was ich jetzt selber leiten darf, mich hat irgendeine Gruppe von Leuten mich mitgeschleppt hierhin. Dann habe ich gesehen, dass mein Cousin, der Andi, auf der Bühne ist und singt. Ich habe keine Ahnung, dass er das macht und dass er auch in dieser Kirche ist. Und ab dann, wo ich gemerkt habe, doch, Gott ist lebendig und ihm eine Tür geöffnet hat für mein Leben, dann ist es einfach losgegangen. Und es ist ganz viel passiert. Wir können nachher auch noch weiter darauf eingehen. Aber im Zentrum von dem allem ist gesehen, dass ich gemerkt habe, hey, ich habe Frieden mit dem Vater im Himmel. Ich habe Frieden mit ihm. Und ich darf täglich seine Gegenwart aufsuchen. Und ich darf erleben, wie er da ist. Und aus dem heraus ist alles geflossen. Stellt euch vor, ich war dort 15 gewesen. 15. Und für mich hat alles andere an Reiz verloren in dieser Zeit. Ich bin früher aufgestanden. Ich bin vor der Schule aufgestanden, zum Zeit haben mit Gott, weil wenn ich das nicht gemacht habe, habe ich den ganzen Tag das Gefühl, mir fehlt etwas. Ich komme nicht hinterher nach. Ich habe mich in der Schule manchmal extra gesagt, hey, ich muss schnell aufs WC oder ich muss schnell raus. Einfach weil ich gemerkt habe, mir fehlt Gott. Ich muss mit ihm wieder in Kontakt treten. Ich brauche seine Nähe. Das ist das, was mein Leben plötzlich so erfüllt hat. Ich weiss noch gut, bevor das passiert ist in mir oft so ein Gefühl vom Suchen, von der Leere, ich bin noch nicht angekommen. Ich weiss noch gut, am Mittwochnachmittag, als ich fast immer frei hatte, meine Mutter war am Arbeiten, niemand daheim, ich konnte mit niemandem abmachen. Ich habe den Fernseher angeschaltet, aber es hat mich auch nicht erfüllt. Ich bin umgezogen, ich bin ganz unruhig gewesen. Und ab dann, wo Jesus in mein Leben kam und ich gemerkt habe, ich habe wieder Frieden mit meinem Schöpfer, das Gefühl ist weg gewesen. Ich habe gemerkt, hey, ich bin angekommen. Ich darf jederzeit zu Gott gehen. Nichts mehr trennt uns. Das ist das Zentrum von allem, Freunde. Und das ist die überbordende Gnade. Das ist das Erste und das Wichtigste von dieser überbordenden Gnade. Und das Schöne ist, manchmal fühlen wir uns doch nicht im Ganzen so. Aber das Gute ist, dass wir Frieden haben mit dem Vater im Himmel. Das ist nicht unserem Gefühl überlassen. Noch viel weniger, als dass eine gute und echte Ehe auf Gefühl basiert. Noch viel weniger passiert das, dass wir Frieden mit dem Vater im Himmel haben, passiert das auf Gefühl. Das passiert auf dem Kreuz, auf dem, was Jesus gemacht hat. Das ist ein für alle Mal geschehen. Und wenn du heute da bist und du sagst, hey, du fühlst das nicht, du hast einmal dich Jesus zugewendet, du hast mit dem Vater im Himmel Frieden geschlossen, aber du fühlst es oft nicht, dann möchte ich dir heute Morgen zusprechen, du hast Frieden mit dem Vater im Himmel. Du hast Frieden mit ihm. Und seine Gegenwart begleitet dich. Das ist so fest wie ein Berg, wo du draufstehen kannst. Und auch wenn manchmal ein bisschen Sand drüber geht, wo du dich nicht sicher fühlst, das steht fest. Du kannst Frieden haben mit dem Vater im Himmel. Und du sollst das erleben, auch in der nächsten Zeit wieder, wie sich das auswirkt in deinem Alltag. Und natürlich bleibt das nicht bei dem stehen. Der Paulus schreibt den Brief ja dann an eine Gemeinde, oder? Und das ist das Nächste, was eigentlich passiert mit dieser überbordenden Gnade. Gott lässt uns nicht allein zurück, sondern er führt uns in eine Gemeinschaft hinein, in seine Familie. Und ganz ehrlich, bevor ich erlebt habe, dass ich so ein richtiger Teil sein konnte von der Kirche, ich muss sagen, meine Freundschaften sind oft oberflächlich gewesen. Oft muss man etwas vorspielen, etwas sein, man kann nicht ganz echt sein. Und ab dann, als ich in der Kirche angekommen bin und mit anderen Leuten, die mit uns unterwegs sind, das Leben teilen konnte, habe ich gemerkt, da kommt so eine neue Qualität von der Gemeinschaft rein, wo man nichts mehr zeigen und spielen muss, wo man einfach sein kann und auch zeigen kann, was ist eben schief gelaufen und miteinander von Gott kommen und beten. So eine Art von der Gemeinschaft, wo ich gemerkt habe, die überbordende Gnade von Gott tut nicht nur unsere Beziehung zu ihm wiederherstellen, sondern auch zu anderen Menschen in einer Qualität, die ich vorher nicht gekannt habe. Anstatt Einsamkeit können wir echte Gemeinschaft erleben. Das ist etwas Nächstes, was passiert und was unser Leben so bereichert, was mein Leben so fest bereichert. Und der Paulus geht natürlich gerade weiter. Er tut im Römer 5, Vers 9, sagt, liest er, deshalb kann es jetzt, nachdem ihr aufgrund seines Blutes
für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn gerettet werden. Wir sind gerecht erklärt worden aufgrund von dem, was Jesus gemacht hat. Und der Zorn, vor dem sind wir gerettet. Der Paulus schreibt auch im Römerbrief, wir haben es auch früher schon gehört, er schreibt auch immer wieder über das Gericht Gottes, weil Gott wird wiederkommen und ja, er wird die Welt richten. Er wird sie wiederherstellen, das ist grundsätzlich eine gute Nachricht, aber es sollte uns auch Ehrfurcht haben lassen. Wenn wir merken, Gott wird nicht das Böse ewig los Sachen zerstören. Irgendwann wird Gott sagen, und jetzt ist fertig. In der Offenbarung wird es ganz deutlich gemacht, wie Gott das Böse in Schranken weist und vernichtet. Und wenn er auch die Menschen, die dem angehangen sind und nicht umgekehrt sind von dem, wie auch über die wieder Urteil sprechen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn ich weiss, der Gerichtstag von Gott kommt, ich weiss von mir selber, ich würde verurteilt werden von Gott, wenn ich einfach dort würde stehen, ohne das, was Jesus gemacht hat. Weil ich habe viele Sachen nicht so gemacht, wie Gott sich das gedacht hat. Ich habe oft mich auf den Thron gesetzt und gedacht, ich weiss es schon besser. Und habe mir geschadet und anderen Menschen geschadet. Und ich weiss, ich könnte nicht von Gott bestehen. Aber der Paulus sagt, schaut, das ist etwas Weites von dieser überbordenden Gnade, dass wir die völlige Vergebung haben. Dass bereits jetzt, wenn du Jesus in dein Leben einladest, bereits jetzt, wenn du zu ihm umgekehrt bist, zu Gott, dann ist auf deinem Leben schon freigesprochen. Das steht über dein Leben, du bist freigesprochen, du wirst nicht mehr gerichtet. Es ist dir vergeben, es ist gut. Gott nimmt die Schuld von uns weg und wir dürfen wieder frei atmen. Wir müssen uns nicht irgendwie verdienen probieren. Und das macht er egal, was wir angehäuft haben an Schuld. Wir hatten im ICF mal den Tassada, der hier predigt hat. Ein palästinensischer Mann, der für eine Terrororganisation geschafft hat und der auch als Sniper einfach Leute abgeknallt hat, auch Zivilisten in dem Konflikt zwischen Israel und Palästina. Und er ist in einem Moment, wo er sich plötzlich bewusst worden ist, wer Gott, er hat im Boden versinken, hat er erzählt. Aber dann hat er erlebt, wie Gottes Gnade sogar für das lenkt. Wie Gottes Vergebung sogar für das lenkt und er freigesprochen wird. Obwohl er sogar Menschenleben genommen hat, unschuldige Menschenleben. Und darum will ich das auch dir heute zusprechen, Gottes Gnade lenkt für jede von unseren Verfehlungen. Und über dir steht jetzt freigesprochen. Das ist etwas Nächstes auf dieser Reise an diesem Geburtstag. Es steht einfach freigesprochen über dein Leben. Gott beschenkt dich, er kommt zu dir und sagt, schau hier, du bist freigesprochen. Jesus hat das für dich beglichen, du hast Frieden mit dem Vater im Himmel. Und wenn ihr hier noch tiefer gehen wollt bei diesem Thema, der Mats hat letzte Woche über das predigt, dann schaut den Podcast unbedingt. Etwas Viertes, was passiert ist, in dieser überbordenden Gnade ist, dass wir plötzlich ein Leben haben mit Sinn, mit Orientierung, anstatt dass wir in so einem zerstörerischen Kreis leben. Ich habe das mega fest dort gemerkt in der Jugendzeit, wo ich wirklich zu Jesus umgekehrt bin. Ich bin vorher wirklich ein bisschen orientierungslos gewesen. Ich habe nach Sinn gesucht in meinem Leben. Und das habe ich in dieser Zeit lang gemacht, indem ich das Gefühl hatte, ich muss mich anfangen politisch engagieren. Ich hatte dann manchmal Konflikte mit ausländischen Jugendlichen und bin dann richtig so rechts, also teilweise habe ich wirklich auch rechtsextremes Gedankengut in mir gehabt. Und ich habe wie das Gefühl, wir müssen dort die Schweiz beschützen und so weiter. Ich habe wie Sinn gesucht. Irgendetwas muss ich doch machen mit meinem Leben. Okay, da habe ich ein paar Probleme. Und ich habe angefangen, mich irgendwie zu engagieren. Aber so in einer Orientierungslosigkeit. Und als dann Jesus in mein Leben kam, habe ich gemerkt, das ist gar nicht das Problem. Andere Volksgruppen sind gar nicht das Problem. Sondern wenn er im Zentrum ist, dann können wir uns anfangen, füreinander einsetzen. Können wir Frieden schließen zwischeneinander, einander auf Augenhöhe begegnen. Plötzlich habe ich gemerkt, wie ich brauche dort von seinem Königreich. Wie ich einfach sagen darf für Leute um mich herum. Wie ich in meiner Mittagspause nicht denke, ich gehe noch immer essen, möchte meine Ruhe. Und Gott sagt mir, hey, siehst du mal auf dem Bänkchen, geh zu ihm an und frage ihn, ob du ihm helfen kannst. Der braucht Hilfe jetzt. Einfach so merke ich, wie Gott, der Schöpfer von dieser Welt, mich plötzlich einspannt. Und es gibt Sinn in meinem Leben. Ich merke, hey, er braucht mich und es ist spannend. Und ich habe auch Orientierung bekommen. Ich habe gewusst, von wo ich komme, was das Problem mit mir ist und mit dieser Welt, wo etwas eben der Bruch gekommen ist. Was Jesus gemacht hat, was die Lösung ist und wo wir jetzt ansteuern. Und es war nicht mehr einfach so eine Suche gewesen, okay, irgendetwas ist nicht recht, aber wo soll ich hingehen? Ich weiß nicht wirklich. Plötzlich ist Klarheit gekommen.
Und das hat mich befreit, mich mega befreit. Wir lesen hier im Römerbrief 5, Vers 17, so gut wie der Paulus das sagt: Wenn es durch die Verfehlung eines Einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen Einzigen, das ist Jesus, durch einen Einzigen weit mehr als aufgewogen. Weit mehr als aufgewogen. Durch Jesus Christus werden jetzt die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Zuerst redet der Paulus noch von dieser Ohnmacht und dann sagt er, hey, aber jetzt, durch das Jesus in unser Leben gekommen ist, sind wir nicht mehr ohnmächtig. Wir sind nicht mehr einfach ausgeliefert. Wir bekommen Gestaltungskraft in unsere Hand und dürfen die Welt anfangen zu gestalten im Sinn von Gott, in seinem guten Sinn. Dürfen mithelfen, dass sein Königreich, wo Frieden ist, wo Vergebung ist, wo Liebe ist, wo Freude ist und Hoffnung. Wir dürfen helfen, dass das sich unter den Menschen verbreitet. Unter den Menschen, die sich so entfernt haben, so entfremdet haben von ihrem Schöpfer und sich verlieren in einem heillosen Strudel, wo Gott denkt, ich habe euch nie für das gemacht. Aber jetzt gibt uns Gott die Gestaltungskraft zurück in die Hand und wir sind nicht mehr einfach ausgeliefert. Wir dürfen Nein sagen zu schlechten Sachen und sagen, ja Gott, und ich will für dich leben und ich will mich brauchen zum Sagen und ich möchte das Leben mit dir gestalten. Du bist nicht einfach eine Marionette. Wenn du zu Jesus kommst, dann gibt er dir mit dem Heiligen Geist die Kraft und Gabe, dass du etwas mitgestalten kannst. Merkt ihr die überbordende Gnade von Gott? Es kommt so viel mehr. Er beschenkt uns mit so viel mehr. Er tut nicht einfach sagen, okay, ich mache das, was der Adam schlecht gemacht hat, wieder gut und die können jetzt hier einigermaßen leben, sondern er drückt uns eins nach dem anderen in die Hand und sagt sogar, hey, und ich will, dass ihr mitgestaltet. Und da nehmt meinen Geist und nehmt die Gabe und los geht's. Macht etwas mit dem. Und als letzter Punkt, schlussendlich sagt der Paulus im Vers 21, wo er das Kapitel auch abschließt, denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er redet immer wieder davon, dass die Folge von der Sünde, die Folge von dem, dass wir uns von Gott abgewendet haben, ist der Tod. Und das spüren wir bis heute. Aber er sagt, schau, das hat nicht das letzte Wort, weil Jesus hat den Tod überwunden und wir haben sogar Anteil an dem jetzt. Der Tod, der über Adam gekommen ist und über die Eva und seither über jeden Mensch. Auch das hat nicht das letzte Wort. Jesus hat das außer Kraft gesetzt. Und der Paulus sagt, schau, darum haben wir ein ewiges Leben in Perspektive. Ein ewiges Leben in Fülle, das heute schon anfängt, weil wir mit Gott unterwegs sind, wo aber auch der Tod nicht wird beenden. Das ist eine Hoffnung, das gibt es sonst nie. Dass Leute können sagen, getrost, schau, auch wenn ich sterben muss, ich weiss, Jesus hat das letzte Wort über mich und ich bin in seiner Hand und er wird mich empfangen. Und es wird weitergehen. Wir wissen nämlich von der Bibel, wenn wir noch andere Stellen lesen, dass Jesus die Leute, die zu ihm gehören, einladet, um die neue Schöpfung, die er machen will, um die mit ihm zu gestalten und dort in herrschen. Und das wird eine Welt sein, die frei ist von dem Zerbruch, der durch die ganze Menschheit durchgeht. Wo Gott es so macht, wie er sich es ursprünglich gedacht hat. Und Jesus unter uns wird sein und wird regieren. Endlich wird Jesus regieren. Müssen wir irgendwelche Leute wählen. Jesus wird regieren. Yes. Ich möchte die Predigt abschließen mit einer Geschichte aus meinem Zivildienst. Ich war Mitte Juni bis Mitte Juli im Zivildienst auf einem schönen Gut Rallingen, Schloss Rallingen am Thunersee. Böse Zungen würden sagen, ich bin in die Ferien gegangen. Aber ich bin Zivildienst. Mein Chef hat immer gesagt, also Timon, dann kommst du dann wieder zurück von der Ferien. Aber ich bin in Zivildienst gegangen. Ich habe ein paar Fotos für euch mitgenommen. Das ist einfach so ein bisschen, das war der Ausblick von unserer Wohnung. Also da hinten ist das Schlössli, wo die christliche Gemeinschaft, Christustrager-Kommunität, die haben dort gewohnt. Und das ist so ein kleines Häuschen, wo Nadia und ich in dieser Zeit gewohnt haben. Und das war unser Ausblick. Da war gerade der Niesen. Dort haben wir gewohnt. Einen Monat lang. Nadia ist gerade mitgekommen, sie hat den Morgen geschafft. Ich habe noch ein Bild von ihr, genau, da sehen Sie. Und es ist Trost und das Ding am See, das Stück Land gehört auch noch zu dieser Gemeinschaft. Also wir haben jederzeit auch in den See können. Er ist noch frisch gewesen. Wir haben jederzeit in den See können. Zivildienst muss man machen. Genau.
Und ich bin dort im Zivildienst und nebst allem Gepäck und meiner Frau, die ich mitgenommen habe, habe ich auch eine Geschichte mitgenommen, die mein Herz belastet hat. Eine Geschichte, wo ich verletzt war, wo ich selber auch nicht klargekommen bin, wo noch nicht heilig passiert ist in meinem Leben. Ich bin dort angekommen und ich habe bald am Anfang irgendwie gemerkt, ich glaube, Gott will in diesem Monat das heilen in meinem Herz. Und dann ist die Zeit vergangen, Tag für Tag. Es war super. Wir haben dort mitgewohnt, mitgeschafft. Oder? Ihr müsst euch vorstellen, der Tagesablauf am Morgen um 6 Uhr gibt es Frühgebet. Das habe ich nur von der Nadia mitbekommen, wie das ist. Ich habe das noch nicht von innen gesehen. Das war auch freiwillig, oder? Wenn ich so früh aufgestanden bin, dann habe ich gedacht, ich nehme mir selber noch einen Moment. Dann am 7 Uhr gibt es zusammen zum Morgen. Man isst mit dieser ganzen Hausgemeinschaft, mit diesen Brüdern und mit den anderen helfen zusammen. Dann tut man Arbeit besprechen am 7:45. Am 8 Uhr geht es los. Ich war 3 Wochen im Garten. Ich konnte einfach im Garten arbeiten. 16 Hektare haben sie, also ein gutes Stück Land dort am Thunersee. Dann gibt es Mittagsgebet, Mittagessen, Mittagspause vom 1 bis um 2 und dann geht man wieder arbeiten und dann gibt es Obengebet um 6 Uhr und Nacht. Also das ist die Praxis von Gemeinschaft, Arbeiten und Beten. Und es hat mir mega gut getan, aber irgendwie das Thema in meinem Herz, es ist noch nicht passiert. Und dann kommt die letzte Woche und ich habe schon gedacht, muss ich das echt wieder mit heimnehmen? Und am Montag oben von der letzten Woche habe ich so gemerkt, wie das mega aufkommt. Und ich bin mega unruhig geworden. Und es hat mich wirklich wieder wie zutiefst geschlagen. Die Geschichte, die alte Geschichte, hat mir wie wieder eins ins Gesicht gehauen. Und am nächsten Morgen musste ich gleich aufstehen und arbeiten. Ich bin in der letzten Woche in der Küche eingeteilt. Und ich habe gedacht, Jesus, ich sehe mich so fest einfach irgendwie raus können. Und ich muss das irgendwie ablegen. Ich bin unruhig gewesen, weil ich gemerkt habe, wie die Geschichte um ist. Den ganzen Tag. Und Nadia hat das auch gemerkt. Und dann plötzlich am Nachmittag, um 4 Uhr, gibt es so einen Moment in der Küche, wo die andere Helferin sagt, hey Timon, du kannst eigentlich, hey, geh doch raus, wir haben fast nichts zu tun. Ich mache das eine hier fertig und ich hole dich dann wieder. Und ich so, wirklich, darf ich raus einen Moment? Und sie, ja, voll, mach das. Und dann bin ich rausgegangen, du kannst noch das nächste Bild zeigen. Oder das letzte, glaube ich, dort mit dem Niesen, wo man den Niesen so schön sieht. Nochmal eins zurück. Genau, ich bin dort, da sehe ich gerade noch auf der rechten Seite unter dem Baum, genau dort bin ich gehockt. Und ich habe einfach gewusst, ich muss jetzt zu Gott gehen, ich muss jetzt zu ihm gehen. Und es sind noch Leute ein bisschen rum, ich konnte jetzt nicht mega laut beten, aber mein Herz ist schon richtig schwer geworden vor Gott. Und was ich manchmal mache, wenn ich nicht laut beten kann, ist, ich tue wie im Tagebuch, ich tue mein Herz niederschreiben, Gott. Und ich habe Worship gehört dazu, ich bin dort gehockt und ich habe einfach gemerkt, jetzt ist ein Moment, wo ich mich Gott öffnen kann. Und ich habe dann diesen Text geschrieben, ich habe geschrieben, lieber Herr, da bin ich, immer noch dein Sohn. Und ich möchte mein Herz, mein verletztes, dreckiges, blutiges, sündiges Herz anstrecken. Ich kann es nicht selber heilen und ich kann es nicht reinigen. Bitte mach du das. Ich wünsche mir das geheilte, gesäuberte, erfüllte Herz zurück, das synchron schlägt mit deinem Herz. So schnell verliere ich mich in diesen Schmerzen und verirrten, betäubenden Verlangen, gelähmt, versunken im Sumpf von dieser gefallenen Schöpfung, unfähig selber zurück auf den geraden, hellen Weg zu kommen. Soll es das eben schon gesehen sein mit dem erweckten, von deinem Geist drängten Leben in Fülle und Frieden und Kraft? Soll jetzt eben Verletztheit, Trauer, Bitterkeit, verdorbene Verlangen Oberhand haben auf dem restlichen Weg? Ein gebrochenes Herz, eine vergiftete Seele und ein Leben, das im Drama endet. Ist es das? Hilf mir, Heiliger Geist, hilf mir doch, mein Tröster. Du kennst mein Herz. Aber in dir ist auch die Kraft Gottes. Ja, du bist sie und das Leben ist in dir. Wenn mein Herz jemanden verwandeln kann, dann du. Und ich bin dort, ich habe eine ganze Stunde lang ungestört einfach dort sein und ich habe mega gemerkt, wie Gottes Gegenwart gekommen ist und mich einfach geheilt hat von innen raus, die Geschichte einfach bereinigt hat und den Schmerz weggenommen hat. Ich das Ganze bei Gott abgeben. Ich habe dort etwas erlebt von dieser überbordenden Gnade von Gott, die kommt
und uns wieder ganz machen und noch so viel mehr darüber aus wieder schenken. Eine neue Perspektive. Und dann kann helfen, dass so Geschichten in unserem Leben, die zerbrochen sind, dass aus denen sogar etwas Gutes wird, wo wir wieder anderen Leuten weiterhelfen können. Der Paulus sagt, das ist der letzte Bibelvers für heute, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er macht wirklich klar, schau, wir haben uns das nicht verdient. So wie ich dort am Morgen aus dem Bett geholt worden bin und es einfach losgegangen ist, so kommt Gott zu uns. Wir haben uns nicht verdient, es ist seine Initiative. Wo wir noch Feinde von Gott sind, schreibt der Paulus in einem anderen Vers. Wo wir noch Sünder waren, wo wir noch das gemacht haben, was Gott nicht wollte, wo er uns nicht dafür gemacht hat, dann ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Dann. Dass wir uns einfach in seine Kraft, in seine Gnade reinlehnen können und erleben, wie er kommt wirken. Das ist die überbordende Kraft von Gott. Und in dem Kommentar, den ich gelesen habe zu diesem Bibeltext, N.T. Wright sagt dann einfach, schau, haltet einen Moment inne und feiere die herrliche Tatsache, dass du eingeladen bist, in Gottes Gegenwart zu kommen. Er sagt, schaut, nach all dem, was wir erlebt haben, wo Gott uns schenkt mit dieser überbordenden Gnade, lasst uns nicht einfach gerade weitermachen, lasst uns wie einen Moment innehalten, für unser Leben zurückschauen und das feiern und Gott Danke sagen für die überbordende Gnade, die er in unser Leben gebracht hat und die jetzt am Wirken ist. Lasst uns das einen Moment machen. Ich schließe nachher gerade ab mit dem Gebet, aber du darfst selber wie so in dich hineingehen und auch zurückschauen und die Spuren von Gottes Gnade in deinem Leben suchen und einfach Gott auch Dankbarkeit ausdrücken, dass wir das miteinander feiern können, was er da hat. Jesus, so wie der Regen heute Abend prasselt auf uns, auf die Halle, so noch viel mehr kommt deine Gnade über unser Leben und durchdrängt uns einfach. Wie der Paulus schreibt von dieser überbordenden Gnade, wo er in all diesen Versen beschreibt, wie sie sich denn genau auswirkt in unserem Leben, wo wir einfach staunen, das, was kaputt gegangen ist mit diesen Verfehlungen von Adam und von uns selber. Mit deiner Gnade kommst du und du tust es nicht nur so ein bisschen reparieren, dass es gerade wieder hebt, sondern du überhäufst uns mit noch so viel mehr. Und wir danken dir, Jesus, für das und wir loben dich. Danke, dass die Gnade in unserem Leben sichtbar und spürbar geworden ist. Und du hast das Ganze gemacht, wo wir noch gegen dich gestanden sind. Und das beweist uns, dass wir das uns nicht verdienen können und nicht müssen verdienen. Dass wir auch heute Morgen uns einfach in deine Gnade hineinlehnen und sagen, Jesus, wir brauchen deine Gnade und wir brauchen deine Kraft. Und Herr, du weißt auch um Leute, die heute vielleicht das erste Mal da sind oder die auch das schauen und gar noch nicht sich geöffnet haben für das. Danke, dass du auch offene Arme hast für Leute, die zum ersten Mal zu dir kommen, unbedingt. Und wenn du heute da bist und das erste Mal, wenn du merkst, du hast das gar noch nie für dein Leben in Anspruch genommen, das, was Jesus vorbereitet hat, dann darfst du jetzt sagen, doch, und du willst das auch, du darfst sagen, Jesus, da bin ich, füll du mein Herz, ich brauche dich auch. Das können die Worte sein und das lenkt. Aber geh nicht weg heute oder tu den Stream nicht abschalten, ohne dass du Gott dein Leben zugewendet hast. Und du willst erleben, wie die Kraft von seiner Gnade, die überbordende Gnade, auch deinen Alltag erfüllen. Im Namen von Jesus. Amen.